Um auf die Insel zu kommen, muss man zuerst einmal mit der Fähre ca. 35 Kilometer über den Golf von Thailand fahren. Auf der zweitgrößten Insel Thailands mit ungefähr 46.000 Einwohnern gibt's wunderschöne Strände, viel Kokosnuss und noch viel mehr nervige Händler. Am Hafen von Nathon erwartet uns ein reges Treiben. Da sieht man einen Haufen Hafenarbeiter, die hart arbeiten. Aber noch viel mehr sieht man beim Pause machen. Und das ist jetzt der Chaweng Beach, wo ich schon sehr oft war. Da ist eigentlich viel zu überlaufen und nur ganz am südlichen Ende ist der Strand erträglich. Aber wenn man es krachen lassen will, so wie der John und ich, dann ist man da ganz richtig. Und komischerweise kriege ich immer den gleichen Bungalow mit der Nummer 993. Da kann man es richtig gut gehen lassen. Zum Beispiel bei einer Massage. Die halbe Stunde für 250 Baht. Was natürlich an John besonders gut gefallen hat. Und wie man da sieht, hat es der Masseuse auch noch Spaß gemacht. Durch den Tourismus gibt es natürlich zahlreiche Händler, die am Strand auf und ab gingen, um ein Geschäft zu machen. Aber zum Glück sind sie meistens gar nicht so aufdringlich. Die Verkäuferin kenne ich schon seit mindestens 10 Jahren. Und die verkauft einfach alles, vom Elefantenreiten bis zum Eis. Verdammt harte Arbeit bei 35 Grad im Schatten. Und trotzdem ist die immer lustig und freundlich. Die Fischer machen ihre Arbeit meistens erst am Spätnachmittag oder ganz in der Früh, wenn es nicht mehr so heiß ist. Aber ein Päuschen ist natürlich immer angebracht bei so einer Hitze. Und das ist einwandfrei der Meister aller Pausen. Kokospalmen sind die Hauptstütze der Wirtschaft in Koh Samui. Da werden pro Monat 2 Millionen Kokosnüsse exportiert. Die Spitzen ist scharf wie ein Rasierklinger. Das ist eine richtig gefährliche und harte Arbeit. Da haben wir schon beim Zuschauen geschwitzt. Die Gemüse- und Früchtevielfalt
ist in ganz Thailand enorm. Und auch die Vielfalt der Blumen und Pflanzen ist überall präsent. Berühmt auf der ganzen Welt sind die feinen Gewürzpasten. Die gibt's in Thailand auf jedem Markt. Und auf die Märkte gibt's unzählige Sorten von getrockneten Shrimps. Und unzählige Sorten von Reis, vom Langkorn- und Rundreis bis hin zum duftenden Jasminreis, werden in Thailand angebaut und in die ganze Welt exportiert. Und das sind getrocknete Fischdärme. Und die thailändischen Anden sind sowieso das Allerbeste. Gleich nach dem Schweinsbraten mit Knödeln natürlich. Und jetzt kommen wir zu den Viecher. Die wichtigsten sind wahrscheinlich die Wasserbüffel und die Elefanten als Arbeitstiere. Und Pause machen kann man auch hervorragend auf so einem Elefanten. Eine von den gefährlichsten Tierarten in Thailand ist wohl die Königskobra. Und das ist der verrückteste Schlangenbändiger in ganz Koh Samui. Den haben sie schon so oft bissen und er hat deswegen schon ganz verkrüppelte Finger. Einen Finger hat er sich selber abgehackt, gleich nachdem er bissen worden ist. Und andere Viecherl mag er auch ganz gern. Das Moped ist ein sehr wichtiges Verkehrsmittel in Thailand und fast alles wird damit transportiert. Und wenn es sein muss, die ganze Familie einschließlich Hund. Das Benzin wird da oft, so wie da, in Flaschen verkauft. Das darf man halt dann bloß nicht mit der Schnapsflaschen verwechseln. Das ist einer von den rasantesten Moped-Flitzer auf der Insel. Und mit seinem Beifahrer, am Johnny Boy, machen wir jetzt eine Rundfahrt an die schönsten Strände von Koh Samui. Es gibt in Koh Samui wunderschöne Sandstrände mit faszinierenden Mustern.
Es gibt auch interessante Felsformationen zwischen den Sandstränden und immer wieder tolle Aussichten von oben. Und da steht er, steif und fest in Richtung aufwärts, so wie es heute sein sollte. Die unanständigen Felsen da heißen eigentlich Hin-Ta und Hin-Jai und sind eigentlich der Sage nach ein altes Ehepaar, das da Schiffbruch erlitten hat und versteinert ist. Die Thailänder kommen gerne hierher, weil sie meinen, sie sind dann fruchtbarer. Auf den Schreck hin haben wir uns dann gleich ein Flaschel Bier gekauft und fürstlich gespeist. Man kann natürlich überall in Thailand auch an Straßenküchen hervorragend essen. Da gibt's dann so feine Sachen wie trocknete, kochte oder rohe Tintenfische. Oder leckere Schweinshaxen in einer Sojasauce, hartkochte Eier und Gemüse. Das sind keine Schweinshaxen, das haben der John und ich sofort gesehen. Dann haben wir noch beim Big Buddha vorbeigeschaut. 12 Meter ist der hoch und 1972 haben sie ihn gebaut. (2005) ist der dann um ein buddhistisches Lebensrad und einem Schiff im Rücken erweitert worden. Da kann man sich dann auf einer Fliesen oder einem Ziegel, die dann irgendwo eingearbeitet werden, verewigen. Da muss man natürlich was zahlen, weil bei dem Mönch gibt's nix umsonst. Die Figuren strotzen grad so voll Blattgold. Die Thailänder glauben, dass je mehr sie spendieren, desto reicher werden sie, weil alles auf sie zurückkommt. Naja, ich glaube allebei, dass je mehr Geld sie für solche Sachen ausgeben, desto weniger Geld haben sie dann in der Tasche. Restliche Anzeichen vom animistischen Glauben sind auch überall noch sichtbar. Besonders an den Geisterhäuschen, die überall zu sehen sind. Das ist der Wat Plai Liam, ein relativ neuer Tempel, 2004 erbaut. Chinesische Buddhas und der chinesische Gott Guyan Yin, ein weiblicher Gott des Mitgefühls und Mitleids mit 18 Armen, sind die Attraktion. Amazing Thailand, das war einmal der Werbetitel der Tourismusindustrie in Thailand und trifft eigentlich noch immer zu, obwohl heute auch schon der übermäßige Tourismus sehr viel kaputt gemacht hat. Das ist die thailändische Nationalhymne, bei der da noch jeder aufsteht und mitsingt. Die buddhistische und die thailändische Nationalflagge weht auch noch überall. Anders als wir bei uns, wo unser paar linke grüne Politiker sogar das Mitnehmen unserer Fahne zur Europameisterschaft im Fußball verbieten wollten. So, und jetzt geht's wieder heim. Bangkok hat 2 internationale Flughäfen.
Das ist der neuere, der Suvarnabhumi. Der ist ungefähr doppelt so groß wie der Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen und auch sehr modern. Auf Wiedersehen, Thailand. Schön war's und ein Gaudi war's auch. Aber jetzt freuen wir uns schon auf ein paar gute Weißwürst. ลงรักเลบอยอย่างจังคำว่าผิดหวังฉันเขียนไม่เป็นภาษาไทยเขียนได้แต่คำว่ารักจากวันที่ฉันรู้จัก